Zusammen, wir sind da zurück mit Metal Server. Yeah! Jawohl, wir bringen mal schnell News, bevor unser nächster Gast kommt. Oder? Und zwar, ja, dann machen wir Newsmusik, oder? Recap machen wir jetzt nicht. Recap, machen wir schnell Recap. Genau. Okay. Bella, erzähl mal, was hast du letzte Zeit gemacht? Ich habe Konzert gespielt, bin an Konzert gsi, habe Musik geschrieben. Warte, wenn wir die nicht nachher aufmachen? Okay, stimmt. Die kommt in 20 Minuten, stimmt, 10 Minuten. Okay. Jetzt hast du aber den Gast verraten. Ja, aber die kommt eh nachher raus, ne? Okay. Okay, ja. Oder Fast. Ja, nein, der ist gut. Ich weiss es nicht. Wir können es ja bleiben. Ich kann Ich bin am ohne Schluss, Witz vor 3 Minuten da reingelaufen. wenn es nicht zu lang geht, dann können wir mal am Schluss durch. Aber es wird lang gehen. Es wird eh lang gehen. Ja. Das ist ja gleich. Wir haben auf jeden Fall, der Ricky hat uns, für alle musikaffinen Gitarristen, Nerds, wir haben Quad Cortex für Podcasters jetzt da. Mhm. Das heisst, wir können mit mehreren Leuten aufnehmen in Zukunft. Jawohl. Ich muss noch ein Mikrofon bestellen. Dann testen wir das jetzt eigentlich auch schnell. Ja. Jetzt ist das Ding, ja, ich habe mit Fearlab ein Konzert gespielt, das war sehr geil gewesen, mit Before the Decay und Arun. Mhm. Und wir sind die Letzten, die gespielt haben. Fearlab hat jetzt auch noch einen Gitarrist gefunden. Jawohl. Wir sind dann noch nicht so sicher, ob wir da jetzt eine 5-köpfige Band ist oder nicht, aber auf jeden Fall haben wir 5-köpfig gespielt. Das ist schon geil, es hat Spaß gemacht. Mhm. Die Leute, die da waren, haben glaube ich auch Spaß gehabt. Ist der Sascha darauf klar gekommen, dass er seine Hände frei hat? Der Sascha hat seine Hände schon öfters frei gehabt. Weiss ich nicht. Ich habe die Band einmal gesehen und das ohne dich. Ja, es bringt etwas Also Neues sie haben raus. im Sommer schon, sie haben letztes Jahr schon die Hände frei gehabt, der Sascha. Er hat sie dann wieder einmal die Sache in die Hände genommen und dann hat er wieder die Hände frei. Nein, ich kann das gut, er macht das super. Er ist auch sehr ein stabiler Frontman. Ja, jetzt, wo er den Bass noch mit der Hand hat, dann released er den Beast als Vocalist. Das ist schon gut. Wir reden jetzt nicht von seinem Penis. Aber was ich dich noch fragen wollte, Arun, sind die berühmt oder ist das eine Local Band? Schlucker. Das ist local. Haben ja, glaube ich, das erste Konzert gehabt. Ich Ah, Oder easy, eines ja. der ersten Konzerte. Weil ich habe vorher noch Plattentaufe nie von denen gehört und das ist mir aber auch so gegangen mit denen Dänisch, die ihr beide eröffnet habt. Siamese. Siamese, Ja, eben, die ja. habe ich hier auch noch nicht kennengelernt. Ja, Darum ja, habe ich ja. nicht in ein Fettnäpfchen laufen. Nein, klar, Aber aber easy. Das ist gut, kann man mir fragen. Was hast du so gemacht, Brian? Ich finde es Ich geil. bin dass du- go Pantera schauen. Jawohl. Wie geil war denn das gewesen? Wirklich alle 3 Bands. Zuerst King Parrot, richtig grusiger Grindcore. Ich bin so der Einzige, der Freude hatte im ganzen Hallenstadion. Alle anderen haben gedacht, was ist das für ein hoher Lärm? Und nachher Power Trip, Ja, auch geil. sehr schön gewesen. Das erste Mal gesehen ohne Riley Gale. Ist gut gewesen. Ja, der neue Sänger macht es wirklich mega gut, aber so der Signature-Move vom Riley, wo er so den Mikrofonständer nimmt und so aufhebt, dass wir Lampen kaputt machen, das macht der neue nicht. Aber abgesehen von dem, wirklich super. Man kann es absolut schauen. Mhm. Vielleicht ist es auch so ein Respect-Ding. Ja, und auch wenn nicht. Also, die Band hat es erst irgendwie 7-8 Jahre gegeben, bevor er eine Fentanyl-Überdosis hatte. Irgendwie musst du ja shit. weitermachen. Ah, das Hat ist gestorben, das habe ich nicht gewusst. Ja, mal, so im 20, so etwa Oh, August shit. 20 ungefähr. Da muss ich mal Ist abchecken. der das habe ich legit an Drugs gestorben oder einfach so? Ja, also Fentanyl-Überdosis. gewusst. Ja. Also ich kann mehr fragen, hast du das aus einer öffentlichen Quelle oder hast du das etwa so, wie der Von- Michael letztens behauptet hat, dass Nein, aber irgendein das ist Sänger mal sich auf Loudwire gestanden. Ah, okay. Okay. Ja, das Weißt ist du, der ziemlich letzte hat, ich weiß auch nicht, wann das war, der Mike hat mal irgendwie behauptet, irgendeiner hätte sich umgebracht. Und man sagt, nein, Ja, also es ist der ja nicht bewiesen, ob umgebracht oder einfach verschätzt, ja, aber oder? weißt du, so, komplett, nein, so, aber weißt du, so, völlig natürlicher Tod, absolut unerwartet. Und es ist einfach nur, er hat in einer Metalcore-Band gespielt, darum muss er sich umgebracht haben. Ah, ja. Mann, das ist Ja. ein bisschen sad. Nein. Und der Pantera selber auch mega schön gewesen. Kein einziger Hitlergruß gesehen. Wirklich richtig gut gewesen. Hat er sich einfach benommen. Er hat sich benommen. Er hat sich im Griff gehabt. Und auch der Charlie Benante von Anthrax am Schlagzeug super gewesen. Ah, geil, ja. Zack Wild an der Gitarre super gewesen. Wirklich. Alle, die sagen, es sind ja nur noch 2 von 4 dabei. Ja, das ist, weil die anderen beiden tot sind, okay? Sie machen wirklich das Beste Ja, daraus. wirklich. Wirklich, also es hat sich gelohnt. Richtig Geil. geiler Gig gewesen. Und ich habe jetzt mal Pantera gesehen. Mhm. Ja, das stimmt. Der Brian ist auch on fire. Ja, Aber ja. Nein, sonst, wir sind am Corebrand gestern. Erste Auflage. Ja, Sagst du? voll. Erste Auflage, ja voll. Genau, das war cool gewesen. Valhalla war voll gewesen. Pump voll. war halt eine coole Bar. Ja, es war eine coole Bar. Gutes Essen. Wir haben eine fette Platte gegessen, auch mit Ribs und so. Fett. Ich wollte twinten für die Collector. Das ist auch nicht gegangen. Jedes Mal, wenn ich den Code gescannt habe und eingegeben habe, 580 Franken, Ja. ist so gekommen, als ob ich 580 Franken eingegeben hätte. Ist so gekommen, bling, jawohl, bitte bestätige dies in deiner Twint-App. Ich so, ich bin in der Twint-App! What the fuck? Ja, ich glaube, das liegt in den Händen, bei mir ist gegangen. Aber Ja, ja, wir aber- haben unsere Bruder, ich Kollegen. habe ein Samsung Galaxy S24. Ich habe einen, Das ist
quasi neueste Flagship von Smartphone. Ich habe die 200-Stutz-Version von dem. Dafür haben wir nachher 600 Franken gewinnt mit deinem Handy, gell? Ja, genau. Ja, eben, support your locals. Ja, voll. Und vor allem, Okay, so viel haben wir nicht gewinnt, aber wir haben Collected gezahlt, so sind wir nicht. hinter Corebound Basel stehen Erik und Noel. Genau, Das finde ich voll cool. Ist cool. Ja, ist richtig geil. Wirklich. Die haben so richtig etwas aufgezogen, einfach viel zu weit weg von uns, aber es ist auch noch nicht, in Zürich so gibt es weit im Fall. Ja, von euch beiden aus. Von mir aus ist Basel mega weit weg. Es geht, wenn du am HW bist, ist es auch nur eine Stunde. Ja. Ja und nein. Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde es ein bisschen komisch, dass der Erik und Noel etwas am Valentinstag gemacht haben und nicht an Weihnachten. Ja. Nein, verdammt zu habe ich nicht. Das funktioniert auch. Das funktioniert auch. Du müsstest mal noch so Metalcore-Versionen von denen machen. Ja. Nein, ich kann sonst... einen Breakdown machen. Einfach schön. Ja. Samples tönen aber auch viel besser über das hure Ding. Ja, Ja, gut, du kannst eben separat aussteuern, wie wir es hören, oder? Nebst das, was es aufnimmt und Okay. nicht, was ich Kopfhörer. Gut, Das also, ist sick. Aus dieser Tröte könntest du so eine Chant-Version machen. So. Ja. Okay. also, ich habe noch zwei Sachen. Ja. Erzähl mal. Und zwar habe ich von einem Kollegen, der mit mir das Freestyle-Sportlager im Sommer leitet, vom Sevi, der ist Fotograf. Shoutout. Und der hat das Gefühl gehabt, ey, kennst du Bands, die vielleicht einen Fotograf brauchen? Und dann habe ich gesagt, wahrscheinlich schon. Und falls du jetzt das Gefühl hast, hey, wir sind eine Band, ich habe eine Band, wir spielen amigs live, oder ich brauche Bandfotos und ich brauche einen Fotograf, dann könnt ihr jetzt auf Instagram gehen und wenn der Post oben ist, haben der Ricky und ich hoffentlich den Sevi dort drunter taggt, dass ihr könnt beim Sevi aufs Profil gehen und ihm schreiben, sagen, hallo Severin, ich habe gehört, dass du Fotograf bist und Bands fotografieren willst. Können wir etwas machen zusammen? Und dann sagen wir einen Gruß von Bella und dann ist die Sache klar. Ist das gut? Ist das so ein exklusiver Rabattcode? Sagen Hashtag Bella. Ich habe mit ihm nicht über Geld geredet, okay. aber er fängt an damit. Ich nehme an, er wird jetzt nicht, ich wollte jetzt niemandem reinreden, aber ich nehme jetzt nicht an, dass er einen 100'000 Stutz verlangt für ein Foto. Ja, Nein, fair. es gibt alles Mögliche, von dem wir, ich glaube... Und, Ja. zweite Sache. Ja. I am bearer of Produzenten, wie nennt man das, Kunstschaffende heutzutage. Ja. Der werte Herr Dario, der ein Musikvideo von Eversis gemacht hat, letztes Jahr, das, wo ich mir Knarren an den Kopf habe, sehr ein gutes Musikvideo, Ja. das Fearlab-Musikvideo zu Alien gemacht hat, wo Okay. das Fool's Paradise-Video von Must Be Wrong gemacht hat. Könntest Er du mal alles hat auf jeden erzählen? Fall das Must Be Wrong Video gemacht. Ich weiß nur nicht mehr genau, welches. Ich glaube, es war Fool's Paradise gewesen. Oder das eins voran. Ja. Nein, es war Words Untold gewesen. Words Untold gewesen. Der Dario hat jetzt eine eigene Firma, wo er Musikvideos macht. Oder Videos. Und falls ihr das Musikvideo braucht, könnt ihr dem Dario schreiben und sagen, hey, Gruß vom Silvan. Ja, das ist dann gut. Können wir ein Musikvideo haben? Und dann wird der Dario sagen, jo, gibt es ein Musikvideo? Vielleicht, wenn ihr euch übernehmt. Sehr nice. Sehr Und gut. wir taggen beide in unserem Insta-Post, weil ich habe jetzt gerade vergessen, wie denen ihre Profile Ja, heißen. Aber auf dem Instagram-Post findet ihr es. Ja, voll. Ich gehe es jetzt einfach schnell suchen. Sonst, das ist ich glaube, blöd. Nadine ist jetzt am Fotografieren. Ich weiß nicht, ob sie aktiv nach anderen Bands sucht. Weißt du das? Nein. Okay. Also, der Sevi, der Fotograf, findet ihr auf Instagram unter event.sele. Also also Event, wie man Event schreibt. Und dann Sierra Echo Lima Echo. Wie Seele, ja, einfach mit einem E. Alright. Gut. Dann, der Dario findet ihr unter dariobrunner.ch. Ja, Läuft. tipptopp, ja. Ricky, hast du jetzt das Tablet geholt oder müssen wir alles von mit dem Handy lesen? Mal gucken, der ist am Laden und der hat 8%. Nein, da können wir nicht brauchen. Wieso nicht? Kannst du es doch da anlegen mit dem Kabel. Schaffen wir das? Ja, ich schwör's dir, wenn ich jetzt alle die Konzerte muss von meinem Handy Okay, ablesen, dann fliegen wahrscheinlich Twin Towers durchs Fenster. Oh je, meine. Also. Falls sich jetzt irgendjemand fragt, was die Aussage sagt, der Ricky und ich haben 2 Cookie-Büchschen da angestellt. Wir haben das Spielzeug bekommen vom Kinderüberraschung sein. und alle, die das jetzt sehen, Ricky, willst du schnell kurz, soll ich Kommentar machen und du demonstrierst, wie es funktioniert? Es ist ein Auto, das heisst, das Auto fährt rum, es macht brumm, 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 brumm. Dann ist das Auto
ein Transformer. Er macht Allahu Akbar und dann ist das Al-Qaida-Flugzeug, wo in unsere 2 Cockybüchse reinfliegt. Und ich habe jetzt gerade, als ich das gesagt habe, gemerkt, dass das absolut daneben und unterste Schublade ist. Aber der Brian hat ja schon gut Gas gegeben voran, von dem her ist auch egal. Naja, sagen wir nichts dazu. Jawohl. Also, du sagst nichts dazu mit einem Mikrofon in der Hand. I pled the fifth. Jetzt geht es um Konzerte, die bald stattfinden, oder? Ja. Okay, sehr schön. Ja, also, Konzerte oder Releases, willst du da? Releases haben wir nichts aufgeschrieben, Bruder. Es sind noch Konzerte drin. Ich habe sonst da in meiner Playlist und eben du hast auch eine Release. Okay, machst du die Releases und ich mache Konzerte und dann haben wir das fertig. Sorry, Perfekt. dass der Podcast so rushed wirkt. Der ist wie die Band aus Amerika. Mhm. Jetzt gehen wir wieder zu Die den ist aus News. Kanada. Breaking News. So, ich kann Haben wir eigentlich schon erklärt, wieso dass wir das so durchstressen? Ja. Gut. Genau, wir haben... Das ist einfach ein Update-Podcast, ganz kleiner Ja, das ist ein ganz genau Update-Podcast. Podcast. Also ich fange mal an mit Impaler von Heathen Reddick. Hat auch ein Musikvideo, oder? Der glaubst... Nein, jetzt haben sie gerade einen neu rausgebracht. Den habe ich noch nicht drin. Bei einem anderen Song. Aber ich glaube, der hat nicht Musikvideo. Der Easy. neue schon. Aber der habe ich noch nicht drin. Genau, das ist cool Melodeath. Genau, kannst du wieder machen. Ist in der Reihenfolge von Release. Dann kommt 10 Lines von With One Word. Jawohl. Shoutout Brudis. Dann kannst du sonst den nächsten machen. Können wir auch. Haben wir gestern Wenn gesehen. die zwei... ja, ein Silent Sorrow von iDelusionist. Jawohl. Lag hat organisiert müssen singen. Nein, nein, gestern hast du nein, gespielt, aber nein. der Bruder ist dort als Organizer einfach gewesen. gesehen, okay. Mhm. Genau, Shoutout Eric. iDelusionist hat probt anscheinend. Hat probt. Haben nicht wollen schauen. Ah, schade. Ja, dann Royal Desolation hat einen neuen Song. Der heißt Glass House. Können Sie abchecken. Dann kommt Time to Eat the Dog mit White, Male and Stupid. Das ist geil, der hat ein Trump-Bild als Thumbnail, ist cool. Dann schau mal, du kannst die nächste Band. Nein, machst du bitte. Komm. Da kommt Snafu von Eversys. Warte, das ist Something No. Not, warte. Seems Not a Fuck Up. Nein. Die letzten zwei sind perfekt gewesen, Okay. die Reste nicht. Das erste ist Something Situation. Normal, Around, Fucked Up. Nein. Nein, Situation Normal, all fucked up. Situation Normal, All Fucked Up. Jawohl. Tatsächlich. Ist Genau. ein Song, den wir rausgebracht haben, den wir vor 1,5 Jahren aufgenommen haben. Mhm. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, ne? Aber es sind mega cool. viele Leute, die haben gesagt, das ist einer der besseren Songs von uns. Von Mhm. dem her sehr gut. Ja, Easy. der Chorus ist catchy, das ist gut. Richtig. Dann kommt die Schweizer absolute Modern Metal Supergroup Magma Ocean Mhm. mit dem Song Worthless. Jawohl. Ja, so fühlt sich mein Lied an, wenn ich das nachher gelassen habe. So, okay. Dann der nächste ist der da? Der Song, ich kann nicht, wie du das aussprichst. Der Song heißt Yamosa von Jaul. Sehr weißt, Jaul. der habe ich in der Playlist Jaul. ergänzt. Das ist aber nicht ein neuer Song. Aber ich habe gesehen, es ist eine neue Band von der U-Wall, die Ja. ist. Und macht jetzt Stoner. Ist geil. Geil. Das ist nicht unbedingt ein neuer Release. aber Weißt ich du, wie habe man den in der ausspricht? Playlist. Javel, wahrscheinlich. Das ist U-Wall, schreibst du mal. Dann hat es noch Let Me Fall hat noch einen Track rausgebracht. Let Them All Go Down mit Videoclip dazu. Aber Bruder, der ist hässig. Der ist richtig gut. Schwer hässig. Und ich glaube, ja, Taos haben auch Castle Side rausgebracht, haben wir aber noch nicht gesagt im Podcast. Stimmt. Joe hat da auch ins Castle-Side rausgebracht. Ja, Taos hat Castle Side rausgebracht. Ich weiß es nicht. Ich finde, die Jungs machen es sehr gut. Die sind eine Newcomer-Band von Zürich. Checken die unbedingt ab. Newcomer Der Sänger Band sieht ein von bisschen Zürich. wie mich Sie aus. sind vor allem ultra jung. Sie sind so knapp 20. Ja, voll. höchstens. So frisch noch. Die in der Berufsschule. Mhm. Die Alle- sehen ähnlich zu uns, aber Oder das ist weird. einfach random Coincidence, sind nicht wir. Apropos Random Coincidence. Ja. Hast du das Video auch schon gesehen, wo mir der Nico geschickt hat, von wegen, was machst du bei Linkin Park? Ah ja, Nein. das ist super. Letzte Woche hat irgendeiner mir das Video geschickt von der Emily von Linkin Park. Und das Schlimme ist, ich habe es der Michelle und allen meinen Kollegen weitergeleitet und die haben alle gesagt, fuck me, Alter. Ich habe jetzt aber 10 Minuten müssen schauen, bis sie checken haben, dass das nicht du bist. Ja. Und darum muss ich jetzt sagen, jawohl, confirmed, ich bin die neue Sängerin von Linkin Park. Jawohl, du hast Was es lustig angehört. ist, weil jetzt ist es so, der Butch hat die gleiche Frisur wie der Altsänger von Linkin Park und ich habe die gleiche stimmt. Frisur wie der neue Sänger von Linkin Park. Ja. Also Eversis ist jetzt einfach eine Linkin Park Coverband von Schon allen ein bisschen. Eras. Schon ein bisschen, Wow. ja. Mhm.
Ja, da, aber ich zeige es Zeig dir mal, schnell, zeig mal. Brian. Da. Das ist scheiße zu viel. Warte, können wir Bruder. gerade das testen, warte. Hast du Wo ist jetzt das USB-C? Video hin? Hast du USB-C-Dings? Steck's mal schon nicht. Ja, ich finde das Video zuerst mal nicht. Ich muss jetzt... Ich kann nicht 4 Sachen gleichzeitig machen, Ricky. Steck's rein. Emily Spot... Ich mache jetzt einen... Hä? Das scheiß Video ist nicht mehr rum. Hey, Einfach weg. Schau Schau doch im Chat mit dem Nico. Sie haben gefunden, nein, das sieht so Der nicht Chat zum mit dem Bella. Nico hat viel Scheiß drin. Oh Mist. Du hast mir auch geschickt. Habe ich es dem Ricky... Aber der hat auch viel Scheiß drin. Oder hast du einen Taoist Gang geschickt? Nein, es ist auf Instagram gewesen. Ich habe es ganz sicher nicht in Toys Gang Chat geschickt. Instagram. Instagram. Warte, vielleicht kann ich es da. We shall be right back. Ja, es gibt noch ein paar andere coole, die ich muss mal gucken, was haben wir da? Alter Fahne, go Paletti, Wir du. haben da Ist das Video gelöscht worden? Kann das sein? Metal Sound. Nein, wir haben da. Nein, das ist nicht mehr rum. Das ist Ja. nicht mehr rum. Wir Kannst haben du... da. Oh, geil. Was haben wir noch? Hard Riff. Schau einen Hard Riff an. Ja, ich glaube, wir müssen Ja. das rausschneiden, Ricky. Das ist Hard absolut Riff. gar nicht, was wir da machen. Warte, ich habe da. Nein, jetzt hör auf. Komm, das muss raus. Das bringt Nein, nichts. ich habe es auch nicht. Ja, es ist nicht rum. Das Video ist irgendwie gelöscht worden. Ja, ich glaube schon. Jetzt kannst du nicht mehr den fucking Video für Eversis machen. Du hättest es unbedingt machen. Mit dem. Das mit dem ist anfängt, gut. danach machst du. Ja, Okay. das stimmt schon, das stimmt schon. Also, Das ist jetzt- wir sind da. Okay, bei gut. Metal Also, Server. wir müssen aufhören mit dem. Also, merkst du, dass wir wirklich nur noch Gäste gehabt haben oder sonstige Ja. Spezialfolgen? Wir kommen absolut nicht mehr in den Flow rein. Wir müssen das mehr Konzerte. machen. Jawohl, Konzerte. Also, jetzt hier. Schnell zuhören, Giele und Gielinnen. Und Jetzt verstehe ich, dass Gielos. du es nicht hast auf dem Handy lesen. ja, es ist absolut AIDS, Alter. Es ist Ja, wirklich der- die unterste Schublade. Der Dings, der ist Also, halt tot. Konzert, Mhm. Liste. Am 14.02. Korben. Das ist gewesen. gestern. Ja, ja, es war auch Ist schon- gewesen, Bruder. Dann, wir haben am 1.3. Also ich mache jetzt nicht die Reihenfolge, weil wenn ich das noch müsste, Okay, 1. März. weil wenn ich es jetzt noch müsste Mhm. Auch raus. dann Okay, würde ich verstehe durchgehen. Also, am 1. März Illusionist und Lascal in der Valhalla Bar Basel. Geil. Cool Hässig. Location. Ja, Am also die Bands. 29.3. 29. März. Genau, gibt es Ja. etwas Geiles. Da haben wir schon mal drüber geredet, Klaus. Ah ja, ganz kurz. Ganz kurz. Wir haben ein Video Mhm. gemacht, das noch nicht öffentlich ist. Darum Ja, habe ich genau. das Gefühl, wir haben schon darüber geredet. Also, Voll. dort ist im Werk Baden, nicht im Werk 21. Im Werk Baden ist Plattentaufe von den Herren Save Last Breath. featuring, Lotrify. jawohl, Artifiction. Haben wir schon gesagt. Ja. Aber Artifiction haben wir auch schon gesagt. Aber es kommt auch noch Taoist. und Thorn. Thorn auch noch. Thorn. Mit einem Punkt. Das machen wir Radiostimme. Thorn. 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 Okay, perfekt. Cool. Ja, und Taoist. Aber es wird geil. Es wird cool. Das wird super gut. Das Ja, wird es- super gut. Zweites Konzert mit Taoist. Unser Schlagzeuger hat sich schon verpisst. Jawohl. Ein Konzert hat mit uns gespielt und nachher hat er gesagt, fickt euch, ich spiele am 29. bei Safe for Last Breath. Genau. Macht er kein Double Duty? Nein, ist nein. eine Sau. Ja, aber dafür kommt der noch, unser zweiter Drummer. Wir haben schon gesagt, es wäre ein super gutes Aufwärmen, um nachher noch bei Safe for Last Breath warm zu sein. Ja, Und fix. dann hat er gesagt, wir sind der Opener. So, fuck, dann wäre schon wieder kalt bis dort. Ja, aber nein, Also. wie cool, der Denno ist dabei. Es wird ein geiles Konzert. Genau, es wird sicher Ja, gut. Ich freue mich richtig drauf. Dann Es wird mehr wirklich als geil. adäquater Ja. B-Kader-Schlagzeuger. Dann, 22. Februar im Caverno Bülach, Neverend, Humongous und Matchbox Whispers. Also wenn ihr meine Fresse auf der Bühne seht, um ein bisschen Punkrock zu hören, Bülach, Kurze place to Frage. be. Ist das jetzt der neue Ja. Kantine? Sie, Ist das am gleichen Ort? no. Okay. Weil dort haben sie ja weg müssen, weil ja die gentrifiziert Kackhurensohn dort das Gefühl Ja. gehabt, nein, wir bauen jetzt das Wohnquartier an mit Kaffee und mit Spielgruppen und mit Parkhäusern, wo wir also mit Tiefgaragen für die Wohnungen, wo man in der Wer Woche ist jetzt- einmal rausfahren Wer kann. war die zweite Band? Gewesen? Humungus. Aha, ich habe gemeint Among Us. Nein. Ein geiler Also ist einfach wirklich ein Fun Fact bei dieser Überbauung, beim Guss hinten früher mit der Kantine Bülach. Wenn du dort wohnst, darfst du am Tag hast du so Slots, wo du darfst in die Tiefgarage rein und rausfahren. Du kannst nicht einfach sagen, ich will jetzt mein Velo zum Mech bringen oder ich will jetzt in den Puff Nutten prellen. Nein, du kannst... Das sind wir ehrlich, es ist deswegen Bülach, sind- es ist auf dem Land. Deswegen sind wir nicht im Radio. Und auf aus dem Grund sind wir nie live irgendwo. Und darum,
dann musst du dann sagen, nein, ich muss jetzt, Entschuldigung, ich kann erst um 1:30 mit dem Auto rausfahren, weil vorher wäre es zu laut, weil ich nicht darf. Also wie insane ist das? Ja, wirklich. Und jetzt ganz kurz, wo ungefähr in Bülach ist die neue Location? In Bacher-Bülach. Oh, okay. So. Immerhin in der Nähe vom Brewpub. Ja. Geil. Gerade nebenan eigentlich. Perfekt. Okay, dann weiss ich wo. Cool. Ich muss unbedingt eine K-Defekt-Mütze holen, das ist geil. Das ist saugeil, ja, das ist wirklich sick. Dann das nächste, Spiral Park, Attracted by Goats. Das ist am 19. Februar im Ebereters Zürich. Nächste Woche. Dann Before the Decay, Breath from the Void und Ira Mortis. Ja, die sind im April, die sagen wir noch nicht an. Aber das ist im Flösserplatz, oder? Somewhere in Basel, sagt er. Somewhere in Basel. Fuck me. Ja, easy, weiter geht's. Nein, die sind alle im April, also da finden wir uns, glaube ich, nochmal zusammen. Okay. Wir haben schon? Ja, ja, Sagen wir nochmal Xonor. Wir haben den Bruder letztes Mal da gehabt. Xonor, Plattentaufe. Mit Sons of Coherence und This Burning Sky am 12.04. in der Kulturfabrik Wetzikon. Ihr könnt schon Tickets kaufen. Ja. Und die kosten weniger als nachher in der Tür. Also, können wir supporten. In der Xona letztes Mal gelost. Der hat 4 Stunden für euch gelabert, man. Das ist geil gewesen. Vor allem das Gute war, er hat gesagt, ich bin dann am 8. Uhr heim, Telefon abgehängt. Ich bin am 7. Uhr, Boys, ich muss gehen, sonst komme ich nicht mehr heim. Und dann irgendwann im WhatsApp-Gruppe-Chat eine Stunde später kommen einfach so Links vom Ricky. So. Die sind immer noch am Schnurren. Wir sind irgendwie noch, nachdem wir fertig auf Record gedrückt haben, sind wir irgendwie noch eine Stunde, halb oder so am Schnurren gewesen. Ja, ich bin ja schon eine halbe Stunde am Schnurren mit euch. Und dann nachher wir noch eine Stunde am Schnurren gewesen. Das ist crazy. Halt der ganze Beef, den wir nicht vor dem Mikrofon oder der Kamera können sagen. Das alles am befeuern. Das ist gute Promo, der Beef. Das ist schon gut. Also er hat schon genug Beef erzählt. Glaube ich. Von Xonor gegen, wie kannst du sagen, nationale Firmen? Nein, nicht nationale Firmen. Ja, so Institutionen. Staatliche Institutionen, genau. Ja. Dann noch kurz in eigener Sache, 7. bis 9. März. Bullhead Festival in der Schür Luzern. Fuck, voll vergessen, dort spielen ja mega viele Bands. Das ist ein guter Punkt. Wir haben 2 Tickets zum Verlosen. Wir können 2 Tickets aber du wirst erlöst, wenn sie gönnst. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Wir verlosen 2 Tickets. Machen wir sonst, ich kann gerade das Video nutzen für den Clip. Yo. Also Leute, wir verlosen 2 Tickets für das Bullet Festival. Was ihr müsst machen, ist uns, Metal Server, uns Bullet Festival folgen und kommentiert unten drauf von dem Post, mit wem ihr würdet gerne mitgehen. Und dann bekommt ein Gewinner 2 Tickets. That's it. Und dann kannst du mit der Person gehen oder mit der anderen Person gehen, wenn sie nice hat. Absolut savage. Ja. Ricky, gehen wir zusammen ins Bullet? Jawohl. Du hast 2 Tickets bekommen. Hey Brian, ich nehme dich mit. Genau. Aber ja, ist es ein Eintagespass oder 3-Tagespass? Wow, heftig. 3-Tagespass im Wert von 120 Franken. Das heisst, ich sehe auch absolut stabile Headliners, nicht nur Local Bands. Emil Bulls, Kajikon, Megahertz, der Evil Jared, der Brian. Mich sehen wir auch voll. Ich bin auch dort, kann ich euch sagen. Bin da am Podcast ein bisschen. Der Bela ist sogar auf der Bühne, oder? Ja, aber am Freitag. Und weil einer von uns 3 in seinem Kalender nicht das ganze Bullhead Festival eingetragen hat, sondern nur den Freitag eingetragen hat, weil er dort spielt, hat dann irgendjemand, der mit einem von diesen 3 am Tisch sitzt, das Gefühl gehabt, Ferien werden am Morgen um 8 Uhr gebucht, am nächsten Morgen. Oh je! Und deswegen ist ich nur freitags da. Ja. Aber du open ist für Collecon. Das kannst du nachher fett in dein Resümee schreiben. Open ins Festival sogar. Ja, Mann. Wenn ich es richtig gesehen. Nein, das wird cool. Mit Fearlab, das 5. Das heisst, falls du Fearlab noch nie das 5. siehst, kommst du am besten vorbei, weil macht Spaß zu 5. Jawohl. Und wir haben auch noch einen speziellen Gastmoderator dabei, wo der Platz von Bella nimmt. Ich glaube, Brian wird beschäftigt sein, der ganze Bullhead. Ja, wenn, dann müsste ich während der Bands schnurren. Das ist irgendwie doof. Ja, voll. Sonst bin ich wirklich beschäftigt. Ja, nein, das ist kein Problem. Das ist gut, aber wir schaffen es schon. Der Louis Vuitton macht das schon gut. Ja, der ich alles gut. Genau, aber kommentiert den Namen von der Person, die ihr mitnehmen müsst. Folgt die beiden Accounts, Bullet Festival und Metal Server, und du bekommst dann das Paket im Wert von 240 Franken. Du bekommst das Paket im Wert von 240 Stunden. Ricky macht da Werbung wie so ein Teleshopper. Ich habe gerade schnell Mathe im Kopf machen. Ja. Sind es 240 Stunden? Ja, 120 Ja. Yeah. 3-Tagespass, richtig coole Bands. Ja. Ich hätte es gerade überlegt, der Bruder, hure teuer so. Hure teuer für 3 Tage. Genau, macht mit. Es wird cool. Wir freuen uns. Und Ende Werbekampagne.
Ende Werbekampagne. Ja, sonst, wie läuft's? Haben wir sonst noch irgendwie Updates? Ja. Jetzt müssen wir fertig machen. Gast ist da. Zum Ciao zusammen. nächsten Mal. Es tut mir leid, dass die Episode ein bisschen gerusht war, aber wir bleiben dran. Wir haben das Patreon. Ciao zusammen. Wenn der Ricky fertig ist mit seiner HF, werden wir sicher können wieder alle 2 Wochen gescheiter einen Podcast machen, bis ich mit meiner HF anfange. Ciao! Yeah! Ich weiss nicht, wer ich noch. Hey, ich habe richtig verwünscht.